Moin moin meine lieben Leute und herzlich willkommen zurück zu der nächsten Folge World of Warcraft. Ja, wir sind hier mitten in den Teufelsfeldern stehen geblieben, wo wir gerade die Quest Kampftraining haben abschließen. Und zwar müssen wir mit unserer bezaubernden Valkyrie hier ein paar von diesen Geisel der Gardisten der Verlassenen eigentlich zusammensammeln, um nachher einen grösseren Mob zu kämpfen. So, das wäre schon mal der Nummer 1. Genau, es hat gut funktioniert. Ich habe mich zuerst einmal ein bisschen erkunden, wie ich das genau jetzt machen muss. Weil es hat mir die ganze Zeit gestanden, es hat da irgendeine Fähigkeit, doch keine gehabt. Hei. So. Meine Valkyrie, wo bleibst du? Nice, da haben wir schon mal Nummer 2. So, jetzt müssen wir die in dem Fall einfach so da ein bisschen einsammeln. Willst du immer jetzt die ganze Zeit weit hinter uns bleiben, nicht mit uns mitlaufen? Okay. Und Nummer 5. Und jetzt haben wir da innen irgendeinen Boss, den wir besiegen müssen. In dem Gebäude da innen. Jetzt schauen wir uns das Ganze mal an. Aufgeschlitztes Ungetüm getötet. So, mit unserer kleinen Untotenarmee machen wir uns jetzt eigentlich da auf den Weg. Aber ich würde sagen, ich schicke jetzt zuerst mal unsere Begleiter los. Da. Und wir versuchen ihn da einigermaßen rauszuziehen. Du musst nicht mich angreifen. Gut. Warte, das war es. Sola. Das irgendwie bringen wir das schon an. Irgendwie überleben wir das. Oder auch nicht. Aber wir haben ihn getötet. Ich habe keine Ahnung, was jetzt da gerade abgegangen ist. Ach du Heilige. Aber wir haben Quest beledigt. Also von dem her, scheiß drauf. Okay, weiter geht's. Ja, wir sind da auf der Teufelsfelder stecken geblieben. Jetzt müssen wir uns das mal ganz genau anschauen, wo ich jetzt da meine Leiche versteckt habe. Die ist da vorne. Ist ja nicht so ein langes Stückchen, sind wir halt einmal ausnahmsweise wieder gestorben im WoW. Hei. Ich bin gerade völlig immer noch baff, was jetzt da gerade alles passiert ist. Ich bin halt auch ein bisschen überfordert gerade so. Weil ich das Gefühl hatte, die greifen halt zuerst an, anstatt dass er mich die ganze Zeit angreift. Und nachher habe ich versucht, die Fähigkeit irgendwie zu spammen, aber das hat nicht so funktioniert, weil das ist eine Fähigkeit, leitet für diese 8 Sekunden oder sämtliche erzeugte Bedrohung auf das ausgewählte Gruppen- oder Schlachtschutzmitglied. Aber das hat ja irgendwie nicht so ganz gut funktioniert. Ich verstehe halt nicht, ob das wirklich ein anderer Spieler sein muss oder ob das darf ein NPC sein. Aber das finde ich im Gesamten dann schon raus. So, jetzt sammeln wir zuerst mal unsere Leiche wieder ein. Dass wir uns gemütlich auf den Weg machen, um die Quest abzugeben, weil ich bin mir dann ziemlich unsicher, ob es da noch weitere hat. Und dann machen wir uns sonst ganz langsam dafür zum grausigen Grizzlies. Wenn wir dann 5 versuchte Braunbären töten. Die Frage ist, ob die wirklich Braunbären sind. In der letzten Folge sind die alle Schwarzbären trotzdem. Die bringen beide nicht viel raus. Ich würde jetzt den da nehmen, dann hat man ein bisschen mehr Beweglichkeit und so weiter. Ich nehme mal den mit, aber ich bin mir noch unsicher, ob ich den wird anziehen. So, dann haben wir 3 Kapitel von 4 abgeschlossen. Jetzt ist halt die Frage, ob ich da irgendwo noch... Aha. Da hat sich plötzlich da, wenn wir das mitbekommen haben, da hat es gemacht, plupp. Und dann ist da Fähigkeit aufgeploppt. Ich würde sagen, mal schauen uns die ganze Geschichte mal an, weil wenn wir noch schaffen, das 4. Kapitel da abschließen, dann sage ich natürlich auch nicht nein. Dann hätten wir nämlich die kompletten westlichen Bestländer abgeschlossen. So. Wo ist denn das genau? Den Ort kennen wir ja. Das ist, glaube ich, der Heilerplatz, wo wir ganz am Anfang waren, mit unserem Zielkuku, oder wie der geheißen hat, mit unserem völlig irren. Dann schauen wir uns das mal an. Es sollte irgendwo da sein. Ja, da hinten. Damion Stahl. Sally Damion Stahl. Melde doch in einem westlichen Pässchen in Ardoral bei Koltira Todesweber. Okay, und das wäre jetzt wieder da unten. Wieso haben wir jetzt einfach von Anfang an eine Quest abgegeben? Ah Mann, naja, alles klar, egal. Dann würde ich sagen, sind wir mal auf dem Weg. Zum anschauen, was dort vor uns geht. Die Schlacht geht weiter. Heisst die Quest. Okay. Ich weiss nicht, was ich mir darunter vorstelle. Ich könnte natürlich jetzt kurz durchlesen. Aber wie gesagt, ich lasse mich dann lieber gerne mal ein bisschen überraschen. Das Einzige, was mir da noch fehlt, sind, ich muss meine Drachenfalken noch beschwören. Nein, ich muss sogar wiederbeleben. Sind sie in dem Fall sogar gestorben in dieser Situation. Ja. Alle kommen sogar beide. Durch das, dass die Valkyrie halt vorher mit dabei war, habe ich nur einen von beiden. Und daher... So, Asche zu Asche. Tötet 3 Streitkräftekommandanten von Andoral und die Bauermiliz besiegt das eberhölzerne benutzt das eberhölzige Gargolilhalsband auf 6 Provinzmilizen in Adoral.
Beides sollte hier in der Umgebung sein. Wir haben jetzt da ziemlich viel von euch. Haben wir sogar jetzt mit einer töten. Jetzt verstehe ich nicht, warum das umgekehrt nochmal war. Mit euch muss ich glaube ich das hier anstellen. Oh. Das funktioniert so nicht. Da muss ich dann so weiter da vorne. Da haben alle zu ihrer Mistgabel gepackt, um sich gegen die Horde einigermaßen zu stellen. Aber wie es aussieht, funktioniert das doch nicht so gut, wie die da wollen. Ah, dann haben wir noch einen zweiten können verwischen. Ich würde sagen, wir bleiben hier schön bei ihnen. Dann können wir da die schön rauspicken. Bumm. Nummer 4. Dann können die sich nämlich da schön um die kümmern, nämlich wir nicht. Hahaha. So, ich sehe aber, der Team hat noch mal eine weitere Quest offen für uns. Okay, wir lassen das da voll reinziehen. Wir wollen nur schnell... Genau, 6 von 6. Nehmen wir das gut erledigt. Da habe ich gerade gesehen, da hinten noch eine Quest für uns. Das hat eh nichts gebracht, hätten wir jetzt grossartig weitergemacht. Darum schauen wir noch schnell, was der für uns hat. Dann können wir gar noch die Quest abgeben. Und dann machen wir uns auf zu diesen Truppenkommandanten. So, die Bauermiliz. Quest beenden. Und du hast nochmal eine für uns. Tötet 15 Verteidiger von Andoral. Da kommen wir einen guten über. Nice. Sieg für Sylvanas. Dann schauen wir uns das Ganze jetzt einmal an. Wie es aussieht, können wir uns dann da gemütlich durchkämpfen. Richtig zu den Kommandanten durch die Quest. Genau, ja, dann müssen wir 15 von denen erledigen, die da umeinander ziehen. Machen wir doch das mal. So. Achtung Leute, der Schweizer ist auf dem Schlachtfeld. Das wird allen euer Untergang sein. Das kann ich euch jetzt schon sagen, meine lieben Verteidiger von Andoral. Ich habe eigentlich gemeint, die haben den Kampf vor dem letzten Mal schon aufgegeben. Oder ist das die Legion, die wir besiegt haben? Speziell. Wenn wir da jetzt einfach mal schauen, wie wir die 15 ausschalten. Kommandanten sehe ich gerade da mal schon mal einen. Ich muss zuerst etwas anvisieren. Ich sage, ich mache mich da mal auf den Weg zu den Kommandanten. Räumen wir zuerst mal den aus dem Weg. Da. Truppenkommandant von Andoral. Okay. Dann haben wir schon mal den ersten. Ist das auch gerade noch mal einer? Das könnten wir ja versuchen. Ah nein, der rennt gerade weiter. He? Okay. Dann werden wir uns sicher mal um den kümmern. Cool, come on. Dann lassen wir schon mehr Leben, als ich erwartet habe. Wir haben mit 4600 Leben, das ist schon einiges. So. Komm, jetzt räumen wir noch weiter aus dem Weg. Dann müsste sich sicher schon der Kommandant noch ein, jawohl. Ich habe kein Ziel. Oh, der Stachelpfeil da. Kannst du schön mit meinen Drachenvolk bleiben. Sie kümmert sich liebend gerne um dich. Ich kann da schön aus der Ferne raus dir eins auf den Schüppel hauen. Das sieht gut aus, das sieht gut aus. Nice. Jetzt muss ich aber noch ganz so schnell das Köpfchen drücken, so. Der nächste Verteidigung ausgeschaltet. Ja, wir haben den noch Look. Ich brauche ein Ziel. Jetzt haben wir noch 5 von 15. Ja, da müssen wir noch einige auslöschen. Das ist halt jetzt ein bisschen ein Nachteil. 15 Stück sind recht viel. Aber dafür können wir eine gute Armschiene über, wenn ich mich jetzt enttäusche, wenn das war. So, 2 Kommandanten haben wir schon mal. Es fehlt uns noch einer. Unten sind in dem Fall alle Kommandanten unterwegs. Dann nehmen wir zuerst mal den auseinander. Dann schaue ich mal, ich könnte eigentlich schon mal so einen Kommandanten anschleppen. Boah, die Reichweite. Ich unterschätze das halt immer noch ein bisschen, unsere Reichweite, wo unser Jäger hat. Dass ich da wirklich eigentlich ziemlich weit entfernt kann stehen. Oh, was sind denn das für Kommandanten? Die haben ja gar nicht auf Lager. Ich hätte lieber mich so anheuern, dann hätte ich sicher mal eine bessere Chance gehabt. Aber für die Allianz kämpfen, keine Chance. So. Dann haben wir hier 3 Kommandanten und jetzt gehen wir weiter rauf. Da oben haben wir mehr von diesen Verteidigungen von Andoral. So, da hinten haben wir schon mal den nächsten. Seuchenvolken, Level 11. Ich brauche ein Ziel. Soll ich mir das antun? Und ja, so, jetzt hat mir gerade irgendjemand im Privatchat reingeschrieben. Er will mit mir später zocken. Liebe Grüße an dieser Stelle, wenn du die Folge schaust. Natürlich. Aber jetzt muss ich zuerst mal überlegen, ob ich mich mit so einem Seuchenvolk anlege. Jetzt habe ich mich komplett ablenken lassen. So, Auf die Haustierkämpfe. Hä? Jetzt geht's. Jawohl! Nice, der ist nämlich nur Level 10, das sollten wir gut anbekommen. Bist du allein? Ah nein, da kommt wieder so eine komische Maus. Die komische Maus.
Ich sag's euch, die haben so eins auf dem Kasten. Jedes Mal, wenn ich so etwas anstelle, kommt so eine Drecksmaus und haut mir eins aufs Keksli. Er ist da in der Luft oben, aber da kannst du nichts, weil wir da geblockt haben, wunderschön. Nice, wir sind da gut dran. Ne? Ich würde sagen, jetzt schiessen wir mal unseren Doppelschuss ab da. Verfehlt, verfehlt. Come on! Was ist los mit dir, Motte? 134 Schaden ist schon ziemlich viel. Come on, come on. Ja, jetzt nochmal Nummer 2. Jetzt müssen wir mal schauen. Also bis jetzt schlagen wir uns nicht gut. Mein Ziel ist aber, dass das mal unsere Waldmotte überleben und nicht, dass das dann wieder stirbt. Darum ist jetzt die Frage... Ach komm, ich probiere jetzt nochmal den Mehrfachschuss. Wenn wir Glück haben, zieht er ihm recht gutes Leben ab. Come on! Ah! Es könnte sogar noch ein recht knappes Spiel sein, weil für unsere Level 8, dass wir da so gut mitheben können, finde ich nicht mal so schlecht. Ich würde sagen, wir wechseln jetzt auf unseren Willi. Willi will's wissen! So, Willi, schlag ins Tode. Nice! Und so haben wir ihn erledigt und so haben wir auch unsere Waldmotte können gut. Oder auch nicht. Hä? Die überleben immer wieder im Leben! Das sind so hure Kadaverviecher, Mann, wirklich. Ja, verfehlt, weil er in der Luft oben ist, aber er ist trotzdem noch von da gegangen. Jetzt kommt die Maus. Die schwarze Ratte. Es kotzt mich jetzt schon, gegen die zu kämpfen. 120 Schaden schon! So, dann verfluchen wir dich einmal. Ui, 12. Ah, die macht einiges weniger beim letzten. Die andere hat irgendwie 40 Schaden gemacht pro Mal, wo die da abgegangen ist wie ein Zäpfchen. So. 24. Ja, aber jetzt geht es auch langsam auf die 80 bis 100 Schaden zu. Mein Ziel ist, dass jetzt das mal all meine Haustiere überleben und daher... Ja, einmal können wir noch schlecken und dann wechseln wir von unserem Phönix. Come on, das kommt gut bis jetzt. So, und ab mit unserem Phönix in den Ring. Ist halt ein bisschen schwächer gegen... Schwächer gegen die Ratten, aber es sollte eigentlich schon machbar sein. So, dann machen wir unser Feuerschild mal. Jawohl, und... Come on, das überlebst, das überlebst. Jawohl! Wenn es jetzt einmal aussteht mit einem Leben. Und unser Phönix hat Level Up. Mit dem Schwierigkeitsbonus. Nice. Es hat einfach nur unser Phönix gelebt. Ja, das ist auch mal etwas. Ist ja auch mal etwas. So, jetzt muss ich aber nochmal schauen. Ich vergesse immer, wo das nochmal ist. Nein, da. Genau. So, dann können wir nämlich alle nochmal komplett aufheilen. Und dann machen wir weiter mit der Quest-Verteidiger von Adoral. Ich muss zuerst etwas anvisieren. Oder? Was jetzt? Nice, da haben wir schon mal 11 von 15 zusammen. Ja, moinsen! Ich brauche ein Ziel. Schweizer ist da, Jodliti. Der wäre Level 11. Nein, komm, ich lasse jetzt bleiben mit den Wilderkämpfen. Wir können ja schon mal Gott froh sein, dass ich mal einen überstanden habe, indem dass wenigstens alle noch überlebt haben. Ich meine, das ist ja schon fast das 7. Weltwunder. Der bleibt einfach da hinten schön gemütlich. Oh ja, der macht das auch allein. Nice. So, dann sollte das... Nein, der zweitletzte sein, ne? Ich will das mal ausprobieren. Macht jetzt meine Drachenfalke wirklich so viel mehr Schaden? Ich bin mir eben wirklich unsicher, ob wir momentan noch mehr Schaden machen als unsere Begleiter. Ich glaube, da fehlen uns einfach noch 1 so Fähigkeiten. Du bist Level 10. Level 10 würde ich mich sogar noch mal getrauen. Soll ich noch mal? Also, nein. Nein, komm, ich kann jetzt gewinnen. Ich lasse bleiben. Ich kann jetzt einmal gewinnen. Ich kann jetzt meinen Stolz, meine Ehre nicht kaputt machen lassen von dem kleinen Viechli da hinten. Ich würde sagen, wir lassen das jetzt einfach mal links liegen. So. Muss ich schauen, dass ich da irgendwie vorbeischleichen kann, dass mich da komplett gerade weiss, wie viel angreifen. Das sind Bauern mit ihrer Mistgabel. Aber gegen die Untoten haben sie ehrlich gesagt, wie es aussieht, gar keine Chance. Die One-Hitten die alle zusammen runter und so weiter. So, dann haben wir jetzt zwei Quests erledigt. Und sagt mir, was habe ich als nächstes zu tun, meine lieben Menschen? Untoten. Das ist halt eher die Frage, nein, wenn nehme ich den da? Nice. Was hast denn du für uns? Melde doch in einem westlichen Pestland in Adoral bei Lindsay Robinson. Lindsay Robinson, die befindet sich, wie es aussieht, in diesem Gebäude da rein.
Kann ich aber gerade noch gleichzeitig schauen wegen der Dings. Ah komm, ich ziehe sie an. Scheiß auf die Vielseitigkeit. So. Ich bin ganz Quest ohr. beenden, aber was hast du jetzt für uns? Ah, das ist Fürstin Sylvanas persönlich macht uns hier eine Quest parat. Nicht schlecht. Tötet 5 rängste Provinzmilizenangehörige mit der bezaubernden Walküre an eurer Seite, damit sie zur Gardisten der Verlassenen gemacht werden können. Dann findet Tassarian im westlichen von Andoral. Okay, wir müssen nochmal etwas Gleiches abschließen. Also wir müssen wieder ein paar Menschen in Untote verwandeln. Jetzt müssen wir gerade mal anschauen, wie das genau funktioniert. Verengste Provinzen getötet und bekehrt. Sind die da in dem Fall? Die haben da völlig Angst momentan. Sind da jetzt nicht gerade vorher, weiss ich, wie viele am Kämpfen waren? Ich kann da irgendwie nicht visieren. Ja, jetzt. Jetzt geht's. Voilà, muss ich das nochmal eingeblendet, oder? Ja. So, Nummer 1 haben wir. Ich habe da wirklich Probleme mit den grossen Flügeln von der Walküre, dass ich überhaupt ins Visier nehme. Zu Ehren eurer Dunkelfürstin. So, dann stellen wir nochmal eine kleine Untotenarmee auf. Die armen Bauern, hey. Ich hätte jetzt lieber Soldaten töten. Bauern finde ich immer so arm, die haben meistens immer so Familie und Kind und schauen die auch nur auf ihr Essen und weiss nicht was. Aber gut, sie stellen sich mit Mistgabeln gegen die lieben Fürstin Sylvanas daher. Können wir das ja eigentlich auch nicht auf uns sitzen lassen. So. 5 von 5 haben wir. Jetzt ist halt die Frage, wo verschlägt es als nächstes an? Und zwar ganz da vorne. Okidok, dann versuchen wir das mal. Dann schleiche ich aber da um euch herum. Dort müssen wir in dem Fall wieder jemanden töten mit unseren 5 Mann-Öckchen. Dann hoffen wir das mal, dass wir nicht sterben. Können wir auch noch mehr sammeln? Sieht ganz nach aus, okay. Sage ich natürlich auch nicht nein. Jetzt haben wir glaube ich 6 Stück anstatt 5, oder? Nein, es bleiben 5. Okay, das habe ich jetzt. Das habe ich natürlich nicht gewusst. Ich brauche ein Ziel. So, wir versuchen uns natürlich hier durchzuschleichen. Da hat sich eine kleine Armee ready. Ist die Frage, wo befindet er sich? Ist der in dem Gebäude da drin oder noch weiter? Meine Walküren ist da in vollem Abgehen mit einem Bauer. So, la. Wenn wir uns das Ganze mal schon anschauen, da haben wir ein paar Allianzer. In Sausippen. Oh, jetzt muss ich gegen die kämpfen. Ich komme da gar nicht durch, ohne dass ich da eine Horde von ihnen ausschalten muss. Unser Kriegshauptmann Todeswache heisst der. Steht da völlig förmlich rum. So, ich mische mich erst rein, wenn es nötig wird. Macht dir doch keine Sorgen. So, aber die Frage ist jetzt, ist das Gebäude? Nein, es wäre einmal da rundherum. Ja, sehe ich das richtig? Wir stehen jetzt da, das wäre das Gebäude. Wir müssen da einmal rundherum. Wenn ich da jetzt einfach durchreite, haben wir ein anderes Problem. Und zwar, dass die uns komplett im Weg stehen. Und unsere Walküre die dann nämlich auch angreift. Also komm. Dann schlagen wir uns einfach den Weg frei da. Ich versuche da ein bisschen nebendurch und nicht gerade komplett durch. Da hoffe ich, dass sie nicht allzu viel gleichzeitig angreifen. Voll irgendwie so. Ja, jetzt können wir den mal ausschalten. Dann können wir da glaube ich ganz langsam durch. Zündet sie an, Flagge von der Allianz! Genau, jetzt können wir da mal mit dem Mitglied. Machst du meine liebe Walküre? Du kommst auch mit da, du musst kämpfen kommen. Ich muss zuerst etwas anvisieren. Nice. Aber da haben wir jetzt wieder so Verteidiger, mehrere Kommandanten. Die Frage, kann ich mich so durchschleichen? Lieber um einen Kommandant kümmern als um 4, würde ich sagen. Ah! Mal, was macht ihr mit euren Mistgabeln angreifen? Oder nicht? Okidok, dann lassen wir das halt mal verstehen. Nice. Dann nehmen wir dann noch schnell den Kommandant ausschalten. Oder? Ich habe kein Ziel. Ja, hoppla Schorsch. So, weiter geht's. Da haben wir noch nichts zum Bekämpfen. Jetzt haben wir uns, glaube ich, gut rundherum schleichen, dass wir nicht allzu viel ausschalten. Jetzt sind wir sowieso bald Level Up. Dann hoffe ich, dass wir das nach dem erreichen. Hä? Ah, ich hatte gemeint, ich muss dagegen voll bekämpfen, etwas Böses. Der Ring würde uns etwas bringen. Level Up! Level 57! Juppie-duppi! So, la. Und jetzt wieder zurück. Was hat das jetzt für einen Sinn ergeben? Ich hatte gemeint, ich muss da eine kleine Horde wieder zusammensammeln und nachher da einen grösseren Pfeil ausschalten. Aber wie wir auch gesehen haben, sich jetzt alle Kommandanten, der ganze Weg hat sich jetzt freigeschaufelt. Dann hätten wir wirklich die Bauern gebraucht, einfach um den Weg frei zu kämpfen. Aber Scheibe drauf, Scheibe drauf. Wir haben ja Level
57 erreicht. Und das ist die Hauptsache. So, oder? Wo ist jetzt das? Ah, jetzt sind wir auch dann nochmal komplett zurückgegangen. Und wenn wir Glück haben, haben wir dann nämlich schon komplett das Kapitel abgeschlossen, ja. Nicht schlecht, nicht schlecht. Dann gehen wir lieber zurück zu unserer Fürstin Sylvanas. Gastwirt. Brauchen wir jetzt gerade momentan nicht. Haben wir denn überhaupt noch viel genug Platz? Ja, wir müssen dann auch mal schauen, dass wir da sicher mal die Sachen noch abändern. Und zwar, welche Ringe wollte ich ändern? Band des Eifers, das wäre, glaubst du, da, hä? Dann setzen wir den gerade durch den da. Dann haben wir wieder mal ein bisschen bessere Stats. Und da hätten wir einen Zauberstab, der uns gar nichts bringt. Und eine neue Hose. Das sage ich natürlich auch nicht. Nein. Solo. Sorry. Wartet, bis Fürstin Windläufer mit Koltira Todesweber gesprochen hat. Haben wir gerade noch ganz einen kurzen Einblick über, was da los ist. Koltira, eure Königin lässt euch rufen. Eure Hoheit, ich bringe euch Andoral. Genug dieser Unverschämtheit. Glaubt ihr, ich sei blind allem gegenüber, was außerhalb des Unterstaats geschieht? Ich, eure Majestät, wir haben gesiegt. Nicht durch euer Verdienst, Andoral, hätte schon Tage vor unser sein sollen, als wir die Geisel besiegt haben. Ich weiß um euer Geheimnis, Koltira. Eure Freundschaft zu Tassaranien, dem Todesritter der Allianz, ist mir bekannt. Eure Majestät. Arthas hat eindeutig versagt, als er die Todesritter schuf. Glücklicherweise verfüge ich über Mittel, euch helfen können, die Schwäche auszumerzen. Ich werde euch zu einem Ort unterhalb der Unterstadt begeben. Okay. Leise, Todesritter. Wenn ich mit euch fertig bin, werdet eure Furcht... Ja, egal. Ihr könnt euch mir später danken. Okay. Wie es aussieht, haben wir da jetzt gerade mitbekommen, wie sie einen Verräter abdingselt. Und so haben wir die westlichen Pestländer abgeschlossen und natürlich auch unseren Erfolg dazu bekommen. Können wir jetzt noch nicht gerade aus der Portal nicht zum Unterstadt? In dem Fall nicht. Okay. Ciao Sylvanas, hat mich gefreut, meine liebe Banschenkönigin. Super, dass du Andoral erreicht hast. Wir haben schon wieder die Hälfte von unserem Leben voll. Aber an dieser Stelle muss ich jetzt schon fast mal sagen. Danke vielmals fürs Einschalten. Wie es weitergeht, das schauen wir in der nächsten Folge an. Wir haben ja jetzt, glaub's noch, genau jetzt würden wir uns eigentlich auf Tirisfall ausmachen. Zu den grausigen Grizzlies würden wir mal die Quest erledigen und dann uns mal in Tirisfall umschauen. Eben in der Unterstadt, bei den Völkern von der Unterstadt. Ich danke vielmals fürs Einschalten. Ich hoffe, es hat Spass gemacht. Wir sehen uns in der nächsten Folge, wenn es wieder heisst, der Runde WoW mit eurem Schweizer. Danke und ciao!